Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Vor einem Zeitchen habe ich die herzigen, kleinen, hellgrünen Samentütchen gefunden. Und zwar in dem Laden. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man es ausspricht. Ich sage mir immer All Over the World. Einer von meinen Lieblingsläden, weil er immer so wahnsinnig schnusige Bastelsachen hat dort. Genau. Und dann habe ich doch gefunden, hey, die passen doch von der Farbe her so unglaublich gut da in unser Journal rein. Ich muss mit denen irgendetwas machen. Und ich habe auch schon etwas herausgefunden. Und zwar habe ich hier so ein Standsteil aus der Sizzix genommen. Habe das ein bisschen geinkt, das habe ich draufgeklebt, einen schönen Stempel drauf mit Washi-Tape. Habe ich es dann reingeklebt, hier noch einen schönen Stempel und ins Tütchen rein habe ich solche Kärtchen rein da. Die sind laminiert, wie man sieht, mit gepressten Blümchen. Ja, das ist eigentlich alles. Viel mehr habe ich nicht gemacht, aber ich denke, das da so im Journal rein, das macht doch wunderbare Gattung. Das sieht doch sehr hübsch aus. Das möchte ich unbedingt und wie es der Zufall so will, ich habe noch mehr von denen und ich habe noch mehr von denen und von denen und ich habe tatsächlich auch noch mehr von denen und darum würde ich jetzt sagen, machen wir doch gerade noch eins oder so. Also zuerst einmal ein bisschen inken. Ich nehme da das Distress Walnut Stain so. So. Dann inken wir doch hier einfach mal einen schön rundum. Und dann habe ich auch mein Laminiergerät angeworfen schon. Da können wir auch noch ein paar Blümchen laminieren. Ich bin nämlich da vor kurzem mal mit meinen Hündchen spazieren und dann bin ich an so einer wunderbaren Blumenwiese vorbeigekommen. Das heisst, ich komme dort natürlich immer ein bisschen dran vorbei. Aber das hat gerade so wunderbar geblüht alles, da habe ich mir gerade ein Sträusschen mitnehmen. Ja, und dann ist halt nicht alles in die Vase gewandert von diesem Zeug, sondern halt auch ein paar in die Bücher. So, komm, noch ein bisschen. So. Voilà. Jetzt setzen wir mal die zwei. Und dann machen wir auch noch die Täschchen. So. Die sind doch einfach schon wahnsinnig herzig. Und die Farbe, die gefällt mir wirklich mega gut. Ich klappe das jetzt ab, damit ich hier auch noch ein bisschen inken kann. Nur so ein bisschen. Und hier auch gerade. So. Und auf dieser Seite noch. Ich glaube, ich brauche da wirklich einfach noch einen Sprutz Wasser. Und nachher ist es dann schon wieder viel zu saftig. Und dann muss ich wieder aufpassen, dass es mir nicht Schlirken gibt. So wie jetzt hier gerade genau. So, und dann noch eins, komm.
Hier auch wieder ein bisschen runterklappen. Das gefällt mir immer so gut, wenn der Falt auch noch geinkt ist. So. Voilà. Und das, was so schneeweiß ist, könnte man doch auch noch gerade ein bisschen. Dann passt es doch ein bisschen besser zum kaffeegefärbten Papier. So, das wäre es, glaube ich. Und dann haben wir noch ein Blümchenstempel über. Jetzt haben wir da noch so ein schönes. Wo ist mein Acrylblock? Nicht da, dann nehmen wir halt den anderen. So. Und ich nehme da vom Oxide schwarz. So. Oh ja, ich habe das Gefühl, das ist mega herzig. Oh ja, schau mal. Das ist so und das finde ich noch so ein Schnusiges. Das ist ein kleines Blümchen. Sehr herzig. So. Voilà. Genau, und jetzt kommt das mit ein bisschen Washi-Tape da drauf. Da habe ich noch etwas Hübsches. Das finde ich passt jetzt extrem gut. Ich mache es jetzt oben gerade ab. Schauen wir mal, wie viel braucht es. Etwa so viel. Etwa die Mitte und etwa gerade. So. Im letzten hatte ich ziemlich Mühe, das anständig anzukleben. Aber jetzt, ja, es ist nicht ganz in der Mitte, aber es ist mir jetzt gleich, solange es gerade ist. So, oh, ah, noch ein ziehen. Jetzt ist es noch weniger in der Mitte. Ja, es macht nichts. Es macht, glaube ich, nichts. Das ist, glaube ich, okay, oder? Nein. Komm, wir werden jetzt schon ein bisschen mittiger. Ein bisschen. Bin ich wieder dort, hä? Wieso ist denn das so mühsam? Und so. So. Ist so echt gut. Ist wieder nicht in der Mitte. Aber macht es etwas. Wieso kann ich es nicht? Und jetzt ist es nicht gerade. So. Aber ich glaube, jetzt kommt es glaube ich gut. He? So. So. Voilà. Ah ja, jetzt ist schön. Jetzt ist schön. Zack, zack. Auf zu. Hier auch noch. Ich nehme glaube ich das gleiche. Ich habe zwar noch das, aber... Nein, ich glaube, das gefällt mir jetzt gerade extrem gut. Passt so super mit all diesen Blümchen und so weiter. Dann schneiden wir mal da. So, also komm, wir probieren es nochmal. Lieber.
So, und dann so. Wieder nicht ganz, hä? Wieder nicht ganz bereicht. Ah. So. Oh, aber jetzt kommt es, glaube ich, gut. Jetzt kommt es, glaube ich, gut. Ein bisschen überziehen und nachher ist top. Jawohl. Sehr schön. So. Und jetzt sollen wir auch noch etwas Hübsches stempeln. Was haben wir denn da noch? Da haben wir noch so ein hübsches Mädel. Ach, ich sehe es gar nicht richtig. Sehe ich es wenigstens, wo oben und unten ist? Sorry, ich bin gerade ein bisschen überfordert. So. Jetzt ist es gegangen. Jetzt sehe ich es. Ich sehe es, ihr vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Jetzt sehen wir es, wenn ich es drauf tue. So, bei diesen grossen Stempeln finde ich es immer extrem schwierig, dass das gleichmäßig abdrückt, finde ich. So. Zack. Ja. Funktioniert. Schön. So. Und da haben wir nochmal so ein Mädel. Das da ist doch noch süß. Auch mit Blumen, passt doch wunderbar. Mal schauen, ob das gut kommt. Ja, und zack. Ja, fast. Jetzt haben wir da noch ein bisschen. Ja, und Eckeli noch. Können wir auch noch rein tun. Voilà. Super. Hey, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und jetzt könnten wir doch noch schnell ein bisschen etwas laminieren. Also die habe ich da schon gemacht. Mal schauen, was das noch hergibt. Eigentlich hätte ich noch gerne ein paar violette Blümchen gehabt, aber die sind, glaube ich, noch nicht ganz trocken. So, da wäre unsere Folie. Dann habe ich hier so ein selber geschöpftes Papier. Ich habe das Gefühl, das sieht sicher ganz cool aus. Da ist so ein längliches Label. Dann nochmal so eins. Da haben wir noch ein Kärtchen. Gut schauen, dass ich genug Abstand habe. Beim anderen ist dann da habe ich ein bisschen wenig Abstand gehabt. So, mal schauen. Das da muss ich, glaube ich, noch inken. Oh. So, wieso kommt jetzt da wieder fast keine Farbe? Fast keine. Oh, ja. Das war jetzt dafür wieder ein bisschen viel gewesen. So. Einisch. Und, was haben wir noch? So ein ganz kleines. Die sind zwar nicht so gäbig für die
in die Dinge rein, da in die. Wow. Ein bisschen zu breit, so. Quatsch, eben nicht zu breit, sondern zu klein. Dann rutscht das Ganze runter, dann kann man es nicht mehr rausnehmen. So, also, mal gucken, mal gucken. Da haben wir so ein wunderherziges. Passt das da drauf? Oh ja. Ah, doch, ein bisschen schief. Würde es gerade so knapp drauf gehen. Und da haben wir noch so eins von irgendeiner Wicke oder was. Kommt doch ein bisschen drüber, aber es macht nichts. Das ist natürlich gut. He? Gell? Wir auch noch einmal so eins machen. Oder das da wäre auch noch hübsch mit so einem. Nice. Nummer 1. So, oder wie wäre es mit dem? Oh, schau mal. Oh, so schön. Ich weiß nicht, was das für ein Blümchen ist. Nein, so ein blaues Keibli. Und ich hätte noch mal gerne eins gemacht mit Sauerampfer. Das finde ich so extrem schön rausgekommen. Und zwar das da, schau mal. Jetzt müssen wir noch mal schauen. So. Ist das gross? Ich muss wahrscheinlich hier abschneiden. Das klebt auch noch dran. Mega viel. Diese Blümchen, die fallen gerade alle ab schon. So. Bleib drauf. Du bist herzig. Aber schau jetzt, das wollte ich nicht da. Das hängt hier fest. Geh weg. So. So. Ah, weißt du was? Du darfst noch da. Oh, schau mal, wie süß. So. Komm, ein bisschen rüber. So. Oder? Oder nicht? Wenn wir hier auch so rampfen. Ich habe noch eins. Das sieht viel schöner aus, finde ich. Komm. Ja, schau mal, wie süß. Oh, herzig. So. Zack. Und zack. So. Komm. Ist das gut? Fehlt auch noch ein kleines. Weißt du, kann ich nicht hören. So, aber es muss doch hübsch aussehen. Es muss doch perfekt sein. Voilà. So, das gefällt mir. Das gefällt mir. Zack. Zu mit dir. Ja. Laminiert ist warm. So. Dann stopfen wir das mal da hinten rein und hoffen das Beste. So, wir schauen, ob das wirklich rundherum alles nimmt schön. Und sonst kann man es, wenn es so heiß ist, noch ein bisschen mit den Fingern abdrücken. Wenn es irgendwo ein Kantchen nicht schön ist, kann man da ein bisschen durchfahren. Oder da zum Beispiel. So machen. Genau. Supi, jawohl. Gut. Weg mit dem. Oh, ich glaube, die sind recht herzig. Jetzt, wenn man noch eine Schere hat, die wir hauen, könnte man das auch sehr schön und gut ausschneiden.
Ich mache das jetzt mit der Schere, die nur hoffentlich ein bisschen gut hält. Was heisst, dass wir vielleicht ein bisschen nachschneiden ab und zu. So. Da ein bisschen Ecke. So. Oh ja, das ist hübsch. Aber ich muss zugeben, am allerbesten gefallen mir die mit dem Sauerampferöl, die so fein sind. Ja, der müsst mir ja nicht unbedingt jetzt da alles so genauestens zuschauen. Ich tue dann ein bisschen spulen. So, voilà. Da wären doch die. Sehen die nicht wahnsinnig herzig aus? Jetzt wollen wir mal schauen, was da reinpasst. So, also der auf jeden Fall, oder? Der ist so hübsch. So, und dazu vielleicht das da. Die passen doch gerade schön zusammen. Die zwei kommen da rein. Und da vielleicht die zwei. Die sind zwar beide ein bisschen klein, oder wenn es dann ganz runterrutscht, ist das ein bisschen mühsam. So, oder die zwei. Die wären doch auch süß. So, komm, tun wir die zwei drin. So, ja. Ja, sie rutschen halt runter. Aber die sind wenigstens ein bisschen höher, die kann man dann schon wieder rausziehen. So, und die da dürfen dann ein anderes Mal mitmachen. Und dann werden wir doch das jetzt noch in unser Journal reinkleben. Ich nehme für das Tacky Glue. Und dann wollen wir doch noch wissen, wo dass wir das reinkleben wollen. Wo würde es gut aussehen? Vielleicht da. Da gerade beim Sommervögel. So nicht. Ja, zwar, wieso nicht? Wieso eigentlich nicht? Kommt sowieso besser, wenn auf dem auch Kaffee gefärbten Papier. Ja, ich glaube, das würde gerade noch gut passen. Also. So. Voilà. Ein bisschen Räder noch, wenn es geht. Ja. Und da noch. So, oh ja, das sieht doch super hübsch aus. Und jetzt mache ich da noch eins in die Mitte. So, ne. Ja, ich weiß nicht. Das Rosaniges hat mir jetzt schon noch gut gepasst. So, dann kommen wir aber über das Herz. Das ist auch nicht so schön. Oh, aber da habe ich jetzt gerade wieder so eine Seite, so mit Glitzer, grau-blau ist. Das gefällt mir gut. Das passt auch. Wunderbarlich.
Aha. Schön am Rand. Einmal ganz eingeschmiert. Ups. Und dann den richtigen Weg um. So, oh ja. Ja, das ist doch sehr hübsch. Das gefällt mir. Wunderbar. So, voilà. Hey, das sind jetzt hier da drinnen. Einmal so und einmal so. Und ich finde, das sieht wahnsinnig hübsch aus. Und jetzt sind da die drinnen. Und jetzt habe ich vorher ganz kurz geschwind ein Päuschen gemacht. Und in dieser Zeit ist mir etwas eingefallen. Und zwar, ja, normalerweise gefällt mir das nicht so, wenn das so eine glänzige Oberfläche hat. Manchmal ist es mir noch so wurscht und manchmal finde ich es gar nicht gut. Und da, ja, es ist schon okay so, aber es hat mich gleich irgendwie ein kleines bisschen gestört. Und dann hatte ich gerade eine Eingebung gehabt. Und zwar könnte man doch die auch ein bisschen auf shabby chic machen. Und bei diesem Versuch ist das da dabei rausgekommen. Jetzt muss ich gerade schnell schauen, dass ich also so zeigen kann, dass man auch wirklich etwas sieht. So. Und ich bin gerade so unglaublich mega Fan geworden von denen, dass ich gefunden habe, hey, ich muss die unbedingt auch so machen. Aber für das reicht es jetzt in diesem Video nicht mehr. Und ich würde sagen, wir machen das dann im nächsten Video. Und wenn ihr auch wieder dabei seid, dann doch abonnieren und das Glöckchen anstellen, dann verpasst ihr es nämlich nicht. Bis dann, tschüss!